Es dauert nicht über wunderschön. Nu wollen wir ans erste Zeugnis hören von Lisa Doerksen. Lisa ist wie geboren in Mexiko, abgewachsen, längste Enge in Ontario. Sie hat 2 Babys, 2 Kinder, aber jeder sehr schön der Mama sein. Sie hat ein paar Tage Werk, das sie schaffen in der Office. Und aber das ganz schönste jetzt auch mit seinen Eltern schaffen, wo sie dort selber durchgehen, wo sie. So, weil wir Lisa willkommen heißen. Dankeschön. Hi alle, mijn naam is Elizabeth Doerksen, aber ze zijn alle Lisa. Ik ben 25 jaar en ik heb me met Jake Doerksen bevriend en ik werd gezegend met 2 beautiful baby's. Oakley, hij is 3 en Alea, zij wordt dit jaar 2. Ik ben de dochter van Jake en Margaret Harms. Wanneer ik opwassen deed, ik wist immer weer gehad werd. Ik weet te zijn, ik blijf immer fan. Ik deed nog mal dingen waar ik vielleicht niet goed zult. Und ich einmal horchen, aber ich werde immer wieder aufgefallen von Gott. Wenn ich 20 werde, laat ich mich deuten. Und Luther das Jahr, dass ich mich befrieden mit Jake. Ich laat mich deuten, wenn ich will Gott mein Leben übergeben. Ich will haben, er soll alles übernehmen. Aber ich weiß immer nicht, was ich wirklich mich muss ab Gott verloren, weil ich jetzt meine 2. Pregnancy hatte. Mir und Jake haben uns für gut über ein Jahr befreit. Dann fand ich wieder, ich werde pregnant. Ons vrouw dat zei, we vertellen onze familie en vrienden voort, aber Gott hat einen anderen Plan für das Baby. Er nimmt dort tätig nicht aus, ich hatte ein Miscarriage. Uns wird das sehr schön, aber wir sehen, wir würden Gott das übergeben, wenn er will haben, wir sollen noch ein Baby haben, dann wird ich frisch pregnant worden. 3 Monate später, April 25. 2020, fand ich uit, ich werde pregnant. Ich hatte sehr Angst, und ich weiß nicht mehr, was ich für frisch Miscarriage habe, aber ich freue mich sehr. Ich mache einen Early Ultrasound, dann sein, dass der wird ein Jung oder Mädchen sein. Und dann fangen wir an, dass wir ein Jungchen. Ich weiß, vorher ich will ein Oakley. Ich habe mir den nur mal lange in den Kopf gesagt. Dann, am 14. August, hatte ich meinen ersten Anatomy-Scan. In der Anatomy würde das dann nur sein, dass der Baby ganz keusch ist und dass das alles hat oder fehlt. Und keinmal dachte ich, du wirst was ich mit meinem Baby. Ein paar Tage später von meine Midwife mich und früher gesagt, ich konnte Windsor kommen. Sie hat wissen, was sie mir sagen und sie können nicht überfahren. So ich fuhr nach Windsor und ich hatte nicht einmal was gedacht, du wirst was sein. Ich dachte so, die müssen hier etwas in person tun, nicht überfahren. Und sie sagte zu mir, wird mein Baby ganz keusch, aber er hat einen Fallsil. Und dort ist, wo die Organs, das die Leber und dort von Bieten was in der Stadt von Bern. Sie sagt, heute alles, was dem fehlt, aber sie würden mir einen anderen Doktor schicken in Windsor und die würden dort noch einmal nur sein, dass der wirklich reich wird. Und dann fliege ich der Office und ich fuhr Jake und ich rede, ich sehe ihn dort. Und dann fuhr ich allein nach Haus von Windsor und ich weiß nicht, was ich soll. Aber wir sehen uns selbst, wenn er bloß einen Fallziel ist, dann wird er sich, wo wir am Blut operieren und dann wird er okay sein. Dann fuhr wir in eine 2. Anatomy beim Hospital und dann fragte der Doktor zu uns, ja, das ist bloß ein Fallziel. Es ist ganz okay, wir wollen am operieren, aber Windsor kann das nicht tun, sie würden uns nach London schicken. Dann fuhr wir nach London und dann haben wir noch einen Ultrasound in Anatomy und dann war er ganz neu sein. Und da waren wir ganz zwei. Der Doktor sagte zu uns, die werden mehrere Dinge erreichen mit uns Baby. Er wird bloß nicht merken. Sie sagt, er hat kein linker Bein, den sie im Femur, so der Bubensteg von seinem rechten Bein, der wird zu hart. Er hat Clubfoot an seinem rechten Bein, so den sie im Fuß wird ganz überschützt. Er hat Skoliosis, er hat einen ganz krumme Bein. Er hat einen Fallsil. Er hat bei Cuspid Aortic Valve, so den sie heute nicht schaffen. Er hat 2 Vessel Umbilical Cord, so das meint, er kriegt nicht genug Oxygen. Den sie eine Knie wird ganz abbesiegt. Eins von seinen hat
Eine sieht von seinem Haupt wird zu klein, und den sein Haupt wird ganz stolz, den seine Lungen werden zu klein, er wird kaum allein Luft holen, und sie sehen, er wird ganz wenig. Sie sehen, das wird Limb-Body-Wall-Komplex. Sie sehen, er hat mal 2% Chance, dass er wird leben. Und das beste Ding wird sein, wenn wir etwas leiden, weich mehr. Sie sehen, wenn ich die Pregnancy wird durchgehen, das wird sehr dangerous für mich. Ich würde dann noch gleich nicht durchmachen. Aber ich sehe zu Jake, dass ich will das Baby nicht weich machen. Gott hat uns das gegeben. Und ich würde das so weit durchbringen, als ich kann. Der Doktor sagt, wenn wir das nicht weich machen, dann können wir Comfort Care tun. Comfort Care ist, wenn ein Baby geboren ist, dann sie dort in den Dach anrollen und uns das geben, was er gestorben wird. Und sie sagen, ich soll nicht in C-Section haben, ich soll das bis anders zur Welt bringen. Ich würde almost nicht merken. Dann würde mein Body so viel durchbringen, mit in C-Section haben, wenn der Baby dort almost nicht wird merken. Aber ich sage zu Jake, dass, wenn ich dort anders stehe, was if der Fall so wird aufgehen und dann wird meine Schuld und er nicht dort merken? Was if er dort anders wird merken, aber bloß wenn ich dort anders zur Welt bringe, dort in der steht C-Section, dass ich am Tod merke. So ich sage zu Doktor, mir wieder kriegen tun, wenn ich ganz krank werde, aber ich will das Baby mit C-Section zur Welt bringen, dann hat ich at least mein ganz Bestes getan, dass ich am nicht dort weich merke. So, dann haben wir für den 29. Dezember Tag 8 ein Appointment gemacht für eine C-Section. Wir fuhren in das Hospital mit nichts. Ich habe nicht ein Sätje, keine Kleider, keine Wingeln, ich habe mir nichts nicht gekauft. Ich habe ein Tütchen, das alles. Wir haben bereits ein kleines Bedarfnis geplant. Das wir kriegen durch Covid, so wir können nicht mit Menschen sein. Aber wir haben mit meinen Eltern was geplant, wenn wir wissen, dass wir das almost nicht merken. Meine ganze Pregnancy, jedes Mal, wenn ich das sperren würde, wird moving, dachte ich so, das wird das letzte Mal, dass ich das sperren. Die Doktor sagten, er wird das nicht wieder merken. Und jeder Tag soll mir das merken, dass er das nicht wird wieder merken. Und an der Weg, wie auch sollen haben, dann der Predigt uns fahren. Und sie werden zusammen uns zu beten, uns Mut sprechen. Wir sollen Gott das übergeben. Und wir deuten noch. Dann den 29. Dezember, 8:37 Mars, hier ich auch sein erstes Ort. Der Doktor, die wir 15 Doktor in der Stube, und Jake muss mit der Top weichgehen, und wir müssen Entscheidung merken, was sie mit Oakley wollen tun. Also wir wollen Comfort Care tun, oder was sie wollen tun, wenn wir nach einmal in Surgery. Jake sagt zu der Doktor, die sollen dem sein, so lange lebendig zu halten, als sie können, bloß dass ich mit noch können sein. So den nochmal mit in der NICU. Und after surgery, dann sind wir mit meinem Bad nach Arm bringen, und dann liege ich über seinen Arm. Und ich kicke nach Arm, und der Web ist perfekt. Ich sage nicht halt ich mit Arm. Wir sehen zu der Doktor, die sollen alles tun, was sie können, den Arm lebendig halten. Wenn ich will, Arm bis so soll ihr mit nach Hause nehmen. Ich will nicht haben, dass er so suffering, aber ich will bloß nicht haben, dass er so sterben. Er wird so perfekt. Wir brauchen Gott, wird uns bloß 5 Minuten geben mit Arm. Wenn wir 5 Minuten haben, dann haben wir mehr, als was der Doktor sehen, wie wir werden können. Jeder Tag mit Oakley wird scary. Aber jeder Tag, der er sah, fährten, und er wird stärker und stärker, als was der Doktor sagt, und er wird sein. Ems wird der Doktor ganz reich mit Arm, er hat alles erreicht, was sie sehen, bloß er wird nicht wenig. Denn sein Verstand wird ganz klar. Wir müssen mit der Ronald McDonald Haus bleiben, und das wir kriegt durch Covid. So wie mir und Jake können nicht taub in der Stube angehen und Arm sein. Wir können einmal in der Nacht angehen. So Jake da ins Marius, und dann bleibt er so lange, als er kann. Aber wir können nicht in die Stube rückgehen. So wenn wir uns hungern und wir durch einmal rückgehen, dann können wir nicht mal sein, bis den nächsten Tag. Und dann kam Jake trainiert in der Ronald McDonald Haus, und dann kann ich den an. Und ich habe eine große Operation gehabt. Und ich muss über den Hospital gehen mit meinen Wennen, wenn Jake konnte nicht nannte mich halten. Und dann ich einmal wieder bei mir was, und ich einmal rückgehen zum Waschen gehen oder zum Eten, kann ich nicht trainieren, muss ich wachen, bis der nächsten Smart ist. Und dann wird das sehr schwer. Wenn wir wissen nicht, wann wir rückgehen, als er wird sterben, und wir können nicht frisch nehmen bis den nächsten Tag. Aber das wären andere Rules wegen Covid. Er wird Feuerwerk in der NICU, und dann kam uns Miracle in das Haus. Der Doktor sagt zu uns, wir sollen nicht so viel Hoffnung haben, wenn es keiner weit von den Condition, und wir wissen nicht, wie lange er wird leben. Die werden auch wieder 3 Baby auf der ganzen Welt, was das hat durchgemerkt und was hat in das Haus kommen vom Hospital. Die anderen 2 werden in Japan.
und die können die Familien nicht finden, uns Informationen geben. Ook leert immer beter, aber hij werd zalig krank en hij zag vaak in het hospital was. Hij had cataracts, so hij werd 98% blind. En we hadden Operation in de cataracts uitnemen. De dokter zeiden, we hadden de grootste tijd gevangen. Ze würden so proben, den zijn vision te krijgen, aber ze wisten niet was dat wordt worden. En hij had nog zijn facial surgery gehad. Ze hadden den zijn buik gemerkt en wat hernias gemerkt. Da haben wir die Adenoids, die Tonsils rausgenommen und da haben wir auch Tubes in die Ohren. Einmal wird er so krank after surgery, dass er wird 5 Jahre im Hospital und er hat mehrere Infections in der Lunge und die Doktors wissen weiter nicht, was er durchbringen. Aber Gott schafft an ihm und er kommt weiter nach Haus. Und er hat auch mehrere Surgeries, was er soll haben. Die wollen auch seine Unfresh Surgery down, in denen sie Beine machen, nachfixen. Die Doktor sagen, er ist so one of a kind und so unique, dass es kein Kind auf der Welt, das so ein Bein hat als Arm, aber die kann nur gut in der Correcting. So, er wird vielleicht mal in Montreal fliehen, in dem sie ein Bein correcting, wenn der Doktor hier weiß nicht, wo das soll. Sie sehen dort, wenn die durchfahren, sie ein Bein schaffen, das ist eine gute Chance, dass die sie ein Bein nicht schaffen, wenn der eins würde auch den Nerv anschieren. Aber das ist ein paar Jahre von uns, so wir haben noch Zeit in Gott übergeben und sein, was Gott will damit dort. Und dann einmal fuhr wir in ein Hospital, auch hat ein Appointment. Und du wirst ein Dach da. Und er kam dann an und er fragt mich, warum ich auch zur Welt gebracht, warum ich das bloß nicht weggemerkt. Und ich sagte, Gott hat mir den gegeben und ich will ihn so lange halten, als ich kann. Und das wird nicht mir sein, was wir den seinen letzten Breath wegnehmen. Der Gott wird das tun. Der Doktor hat seine Hand auf meinen Kopf ab, ich habe auch ab. Und er bet für uns und er sagt, ich weiß nicht, was ich getan habe, dass ich das Jung in der Welt gebracht und dass ich nicht in Abortion gehabt. Sie sehen, dass das Jung wird. Und so großen Testimonies an einem Dach und auch hat sein Leben neu gechanged und er hat so beten für uns. Er sagt, er kann nicht in Hospital beten, wenn wir against the rules, aber er wird für uns tun. Und dann ging er durch Furt und er kann mal sein. Aber wir geben auch ganz nach Gott und wir wissen, Gott weiß, was das Beste wird für ihn. Und dann wird auch 8 Monate alt und fange ich ich werde fresh pregnant. Und ich hatte so Angst. Ich weiß nicht mehr, was der Baby war, wird ganz krank sein. Und wo ich da war mit 2 kleinen Babys. Auch ich hatte immer Appointments und immer krank. Und ich soll noch ein Baby haben, ich weiß nicht, wo ich das soll. Aber sie ist so stark, ihr Name ist Alea. Und sie hat nie so gehalten mit Oakley, und sie ist ein bester Freund. Und sie ist bloß ein Blessing gewesen in uns Leben. Ich bin so schafflich, dass ich habe. Und zu diesem Tag gebe ich Oakley ganz nach Gott. Hier ist ein Testimony von Gott. Und das ist bloß eine kurze Story von Oakley in uns Leben und wo wir sind durchgegangen mit ihm. Und ich würde so erleben, nach Mal zu sein, aber das würde mich vielleicht noch evaluieren. Durch das Pregnancy mit Oakley und Oakley seine Geburt in seinem Leben, lehre ich mich, dass mir fehlt Gott viel mehr als was ich auch dachte. Wenn ich mir Leute denke, merke ich, dass Gott mein Leben ganz überlebt und Gott wieder in Kontrolle. Aber durch das Pregnancy, das wo ich wirklich weiß, dass ich Gott überleben. Gott wird mir ein einziger Hope und umarmt wieder ganz allein. Ich weiß, dass Jake und meine Familie und Freunde in der Kirche wären für mich, aber das wird nicht genug. Ich bin ganz allein und Gott hält mich dort durch. Oakley hat mir gelehrt, dass wenn einer Gott ganz glauben wird und der Hoffnung ganz in den Arm geben wird, er wird uns halten. Er ist immer durch, den sein Plan ist vielleicht nicht ganz, was uns Plan ist, aber er weiß, was er tut. Und ich bin so schaffig, dass ich meine Hoffnung ganz an Gott gegeben habe. Wenn ich heute der Doktor gehört habe ich Oakley hier nicht. Und wenn ich Oakley nicht habe, wer würde es Lea hier haben? Das ist alles an Gott seine hängen. Uns fehlt das Leben gewollt, dass wir Joy haben und Hoffnung haben in dieser Welt. Und ich bin so dankbar, was Gott hat für mich getan. Und ich freue mich zu sein, was Gott noch mal tun für mich. Dankeschön.